Viel Wasser ist den Rhein hinuntergeflossen, seitdem das Linkewitz seine Pforten für die Kult-Talkshow Talk am Nil öffnete. Ein ganzes Jahr, meine Damen und Herren, in dem Michael Kossler sie mit Witz, Hits, Tricks und Flips verzauberte. Feiern Sie heute mit uns die Jubiläumsausgabe von Talk am Nil. Der in ihren Programmzeitschriften ausgedruckte Dokumentarfilm Küchenkitsch in Worpswede von Maurice Plumaux wird zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt. Und nun gute Unterhaltung mit Talk am Nil, Kossler, Kölsch und Klav. Meine Damen und Herren, der Samstag. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie den Mann, der ständig von den Öffentlich-Rechtlichen kopiert wird. Ihren Kreuzritter und Moderator des guten Fernsehens, Michael Kossler. Meine Damen und Herren, der Samstagabend ist so rund. Fritz, aufwachen. Hey, was ist? Ja, schön geträumt. Ja. Ja, das Übliche. Ne? Ja, ne? Ja, es war schön. Endlich Urlaub, Fritz. Ja, der haben wir verdient. Oh ja, ein Jahr Talk am Nil. Ja. Ich hätte ja nicht gedacht, dass das so lange läuft. Hatte ich von dir auch nicht gedacht. Ach, danke schön. Du bist ein richtiger Witzbold. Besorg mir wieder und du Tax. Taxi? Ja. Ja, da komm. Ja. Ich frage auch gar nicht, was du geträumt hast. Naja, Du wusste ich auch du nicht. hattest nämlich schon wieder so ein Lächeln auf den Lippen. Ärzte fanden heraus, dass durch das Essen von einfachem Obstsalat die Versorgung von Vitamin Talk überhaupt nicht gegeben ist. Deswegen gibt es seit einem Jahr Talk am Nil. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Fritz, was mich nur interessiert, warum soll ich jetzt eigentlich ein Taxi rufen für uns? Ach, da ist eine Überraschung. Für mich eine Überraschung? Überraschung, ja. Aber schön. Ja. Ja. Nach einem Jahr kann man da auch so eine Überraschung machen. Ja, ein Jahr Talk am Nil. Und was ist in diesem Jahr nicht alles passiert? Ja, die EU ist am Himmel. Stimmt, aber dafür ist Spanien Europameister. Das ist gut. Dann haben wir den Weltuntergang noch zu überleben. Stimmt, steht auch wieder an. Harald Glöckler hat seine eigene TV-Show. Ist ja. Hauptsache unsere Show geht weiter. Obwohl wir auch ja schon Schwierigkeiten hatten, ne? Oh ja. Auch in der neuen Ausgabe unserer erfolgreichen Talkshow Jedes Mal bist du am Schengen. Ich bin ja nicht am Schenken, du verbaselst das doch immer noch. der Dokumentarfilm Küchenkitsch in Worpswede von Maurice Plumaux. 1914. Nee, Erster Weltkrieg war 1914. In Worpswede von Maurice Plumaux. Wo Männer Männer sind. Und er hat, du gehst mit der Kamera weg, Volker. Ab 1914. 1913, 14. Nein, was nicht. 1914, 18. Ja. Was ist in diesem einen Jahr nicht alles passiert, Fritz? Oder? Haben wir das endlich? Wort, 14, 18. Aha. Aber Drückchen sind die auch schon. 13 sind die losgefahren, weil das SMS Köln war, oder was? 14, 18. Pleite, Spanien ist Europameister. Ich gehe jetzt so lange weiter, Fritz. Wenn ich denn immer einfällt, so real. Gut, zurück. Gut, wir machen die Taxi. Ende. Ein Jahr Talk am Nil, das ist ganz schön viel. Wir hoffen, es wird noch mehr. Revolonia freut sich sehr. Tja, werte Zuschauer, die Überraschung war dem alten Fritz zum Einjährigen von Talk am Nil gelungen. Unterwegs mit dem ehrwürdigen Mortimer-Taxi. Und während wir so unterwegs sind, sinnieren wir über unsere ersten Talkgäste und was aus ihnen geworden ist. Zum Beispiel Annette Meisel, Inhaberin einer Kölner Zigarrenmanufaktur und seit neuestem bekannte Buchautorin mit 5 Männer für mich, ein Sexperiment. Und
Und plötzlich steht sie vor uns, Annette Meisel an der Bushaltestelle. Na, jetzt aber nichts wie rein ins Mortimer-Taxi, Annette. Wo soll ich jetzt hin? Einfach in die Mitte. Ich habe doch gesagt, dass hier so eine Überraschung. Achtung! Das ist ja Moment, toll. Moment. Annette, du hast ja jetzt vor einem Jahr warst du bei Talk am Nil und hast dann, du hattest es ja schon angekündigt, als wir bei dir zu Besuch waren, im Vorgespräch ein Buch geschrieben. Und der Fritz wollte sich das kaufen, hat sich aber nicht getraut. Ja, richtig. 5 Männer für mich, ein Sexperiment. Und du bist da ja quasi über Nacht noch berühmter geworden mit dem Buch. Du findest raus, dein Mann hat dich betrogen, dein Ex-Mann. Und dann sagst du, okay, was mache ich jetzt? Wie kann ich das am besten verarbeiten? Und nimmst dir 5 Männer. Ich habe einfach gedacht, die Monogamie gibt es nicht. Ich glaube, also viele Frauen, wenn ich die frage, ist dein Mann dir treu, dann sagen die, ja klar. Und dann einen kleinen Moment, woher weiß ich das eigentlich so genau? Und ich denke, viele Frauen würden sich wundern, wenn sie mal hinter die Kulissen gucken. Die Männer, also man kann es nicht nur auf Männer schieben. Natürlich gibt es auch Frauen, die nicht treu sind, aber es sind mehr Männer. Und ich habe ja Männer befragt, ganz im Zwiegespräch, habe gesagt, pass auf, ich bin kein Moralapostel, sag mir die Wahrheit. Wie ist das bei dir? Und du sagst, ja, hallo, ich bin Mann. Ja, das liegt bei mir in den Genen drinnen. Das kann ich gar nicht anders. Ja, dann kommen die gerne mit der Steinzeittheorie, Sperma streuen. Ja, wir müssen, ist so. Uns genetisch verteilen. Ja. Und insofern habe ich gedacht, gut, wenn die Männer nicht monogam sind, sind wir Frauen das vielleicht auch nicht. Ist es denn aber nicht so, dass dann Leute sagen, ja, das ist ja schön, aber wo bleibt denn die Romantik? Oder wo bleibt die Liebe? Kann man da in diesem Sex- oder Liebesexperiment, kann man da auch Liebe finden? Die Liebe hat total viele Facetten. Ich habe mich auch mehrfach verliebt. Ich hatte einen Opernsänger kennengelernt, den habe ich gesehen auf den ersten Blick, bin total weg gewesen. Ich war so oft in der Oper drin, ich habe da, wie noch nie in meinem Leben, ich hatte vorher damit gar nichts zu tun. Ich bin sehr romantisch veranlagt und Gefühle gehören für mich dazu, weil sonst ist es ein Sport, nicht ein Sexperiment, es ist ein Liebesexperiment. Sex und Liebe, wie hängt das zusammen? Was passiert da eigentlich genau? Ich wollte diesen Fragen mal so auf den Grund gehen. Annette, vielleicht kannst du uns hier was vorlesen aus dem Buch. Ja. 5 Männer für mich. Ich habe hier mal was rausgesucht. Bitteschön. Annette Meisel, 5 Männer für mich. Das kann ich jetzt aber nicht vorlesen. Ja, na klar, du hast ja auch geschrieben. Na gut, deine Verantwortung. Ja. Die 4. Chance. Ich schreibe eine SMS an Birkensohle. Fick mich. 2 Minuten später ruft er an. Aber gerne, jederzeit. 1 Stunde später ist er da. Hätte ich um Hilfe gerufen, geschrieben, mein Herz brennt, er wäre nicht gekommen. Es lebe 5L. 5L ist die Abkürzung für 5 Liebhaber. Also 5 Männer, 5L. Birkensohle kommt um Mitternacht und bleibt bis zum Morgengrauen. Dazwischen schlafen wir für 3 Stunden ein. Ja, jede Generation erhält das Buch, das sie verdient. Ich habe von Männern gehört, die Männer, die treu sind treu aus mangelnder Gelegenheit oder aus Faulheit. Oder aus Angst, wie der Fritz. Deshalb mein Tipp, Augen auf bei der Partnerwahl. Tschüss, Frau Meisel. In einer Zeit, in der Gottschalk live nur noch aus der... Nein, dieser Kostler. Alte Rampensau. Ja, die muss sich ja jetzt machen, für anzuzeigen. Also, ich bin ja auf diesen Weg hier jetzt angewiesen. Ne? Seit ich die Domstadt verlassen habe, gucke ich übers Internet Talk am Nil seit einem Jahr. Und ich muss sagen, herzlichen Glückwunsch, tolle Sendung. Das linke Witz ist zu einem unglaublichen Show-Mittelpunkt geworden. Und was ich ganz toll finde, die Rückkehr der Ansagerin auf den Bildschirm im deutschen Fernsehen. Super. Und seit es Heimatfilm nicht mehr gibt bei Center TV, oder fehlte sowieso ein Highlight im Programm. Das haben wir hiermit bekommen. Und ich möchte mich bedanken, und zwar auf diesem Wege auch, über das Internet geht das ja. Da gibt es viele, viele vorbereitete Dinge, und ich möchte ein kleines Glückwunschfilmchen zeigen, extra für dich, Michael Kostler, der Mann hinter dem Ganzen. Und ich fahre den mal ab. Moment. Du bist wirklich ein fieser Fettsack. Das ist ganz schön verletzend. Das ist der falsche Film. Augenblick bitte. Mich verklickt. Herzlichen Glückwunsch, bleib schön gesund. Dann gibt's zur Freude stets einen Wunsch. Nimm was im Herzen du lange dir selber erträumt hast als Wunsch. Herzlichen Glückwunsch zu einem Jahr Talk am Nil. Weiter so.
Ladet mich mal ein. Ich hab Kölschdurst. Was wir bisher nicht gezeigt haben, kommt jetzt. Eine weitere Perle aus der Talk am Nil Schatzkiste. Nadine Fingerhut und die Reiseleiter mit Reisen. Alles, was du willst, ist in deinen Händen. Und alles, was du warst, verewigt in dir selbst. Die Erinnerung nährt dich, wenn du Last hast, dich zu halten. Und für einen Moment fühlst du dich wieder frei. Und jede deiner Reisen bringt dich wieder nach Haus. Auf deine Wiese voll Blumen, längst vergangene Zeit. Und jede deiner Reisen bringt dich wieder nach Haus. Auf deine Wiese voll Blumen, längst vergangene Zeit. Dein kleines Paradies gibt dir Platz zum Atmen. Und alles, was du siehst, hast du selbst aufgebaut. Oh, ich liebe es zu träumen von der guten alten Zeit. Ich schließe meine Augen und sehe nichts mehr weit und breit. Und jede meiner Reisen bringt mich wieder nach Haus. Auf meine Wiese voll Blumen, längst vergangene Zeit. Und jede meiner Reisen bringt mich wieder nach Haus. Auf meine Wiese voll Blumen, längst vergangene Zeit. Dankeschön. Hallo lieber Michael Kossler, hier spricht Ingo Mertineit. Ich wünsche euch zu einem Jahr Talk am Nil alles Gute und macht weiterhin so ein tolles Programm. Es ist immer wieder eine Freude, euch über das Internet zuzuschauen. Ja, bis zur nächsten Ausgabe, denn auf die freue ich mich ganz besonders. Ja, auch von mir alles Gute zum Einjährigen. Bin stolz, in eurem Team zu sein und freue mich, dass es ein Jahr geworden ist und hoffe, dass wir noch viele Jahre zusammen. Alles Gute zum einjährigen Geburtstag. Ach ja, das war doch jetzt richtig nett mit der Annette. Ja, das kann man sagen. Eine sehr aparte Persönlichkeit. Ja, kann ich auch nicht verneinen. Sehr aparte Persönlichkeit. Ja. Sehr apart. Ja, doch, das war auch. Ja. Und 2 Bücher haben wir auch noch bekommen. So, wen hatten wir noch bei Talk am Der Nil? junge Mann, der in Amerika so groß rausgekommen war mit der Gitarre. Der Musiker, der Fabian Buch. Ja. Stimmt. Ja. Auch schon wieder, ja. Das ist, Der war auch in der ersten drin. Ja. Und der sah genauso aus wie der Mann.
Richtig, da bin ich mit mir einer Meinung. Fabian Buch, deutscher Popsänger aus Rheinland-Pfalz, Gewinner des Internet-Casting-Formates Flatstar, stellte seine Erstlingssingle Hello, Hello auf der Komet-Show 2010 einem Millionenpublikum vor und war natürlich zu Gast bei, richtig, Talk am Nil. Nein, voll Regenwetter hier, übel. Üble Nummer. Nein, du hast jetzt so genommen. Wer, ich? Ja, klar, Leute, ich jetzt nur irgendwie. Ja, entschuldige bitte. Ist mir auf dem Schoß. Eben hat es doch bei der Meisel auch geklappt. Ja, das war auch bei ich schon. Fabian, was machst du hier? Ja, ich war ja gerade ein bisschen unterwegs. Ich habe mir ein bisschen Köln angeschaut und dann habe ich gedacht, genieße ich mal das schöne Wetter, ne? Aber es hat jetzt nicht so gut geklappt. Oh, das ist ja ein Jahr jetzt nicht gesehen. Was ist passiert in der Zwischenzeit? Hey, wir haben viel gemacht jetzt. Wir waren wie immer live unterwegs, am Wochenende immer viel gespielt und jetzt... Aber in Deutschland wieder? Ja, wir sind jetzt wieder mehr in Deutschland. Ich habe jetzt, bin an meinem ersten deutschen Album dran. Wir haben jetzt Andi... Ach, da habe ich gerade drüber gesprochen, vielleicht, ob der jetzt auch Deutsch singt. Ja, auf jeden Fall. Beim ersten Mal habe ich ja nichts verstanden. Nee, klar, jetzt machen wir extra für dich. Ja, das ist schön. Deutsch. Ja. Aber auch jetzt nicht Musik in seiner Zielgruppe. Nee, also wir haben schon auch... Wobei, doch, ich glaube, das wird dir auch gefallen. Wir haben echt für alle Zielgruppen was dabei. Wir machen sehr schöne deutsche Sachen, so Texte, weißt du, über alles. Ich schreibe viel selbst, eigentlich alles jetzt selbst. Und wo ist denn so der Unterschied zwischen dem englischen Album und jetzt dem... wann kommt es raus, das Deutsche? Es dauert noch ein bisschen. Also wir sind jetzt gerade so weit, dass wir jetzt an die 20, 25 Songs geschrieben haben. Cool. Wollen noch 10, 15 weitere machen und dann die besten halt aussuchen fürs Album, dass man halt wirklich eine geile CD hat. Und das wird dann wahrscheinlich Januar nächstes Jahr, bis das dann rauskommt. Kannst du uns vielleicht schon mal eine Kleinigkeit aus dem Album vorspielen? Oder hast du was? Sehr gern, ja. Ich habe die Gitarre ja zufällig dabei. Ne? Zack. Ach, klasse. Kann man im Auto spielen, oder? Was? Schön. Gut. Also der Song heißt Indianapolis. Aha. Und ich denke, dass er auf jeden Fall aufs Album. Indianapolis gibt es aber schon in den End-60er Jahren von Howard Carpendale. Ach was? Das ist aber gesungen. Ich hau einfach mal raus. Okay. Das ist schon eine ganze Zeit her, wir wissen beide nicht mehr, was so eigentlich läuft. Nur jetzt plötzlich grad heute, fällt's mir irgendwie schwer. Ich meine, ist alles okay, alles gut und ganz schön. Ich trink das Glas gerade leer. Und du erscheinst mir noch weiter weg von mir. Du erscheinst mir noch weiter weg von hier. Und ganz egal wo du jetzt bist, was du machst und wieso. Und ob es dies oder das und auch so, ich wär gern da in Indianapolis. Und so viel Asphalt und im Winter wird's echt ganz schön kalt. Ist nicht so schlimm, weil ich weiß schon bald wär ich da in Indianapolis. Und dass ich's nicht mal abwehrt, fänd ich nicht wirklich fair. Nach all dieser Zeit sind wir beide allein, ich kann mich nicht mal beschweren. Ich meine, ist alles okay, alles gut und ganz schön, ich trink das Glas gerade leer. Und es ist echt noch ein weiter Weg zu dir. Es ist echt noch ein weiter Weg von hier. Und ganz egal wo du jetzt bist, was du machst und wieso. Und ob es dies oder das und auch so, ich wär gern da in Indianapolis. Und so viel Asphalt und im Winter wird's echt ganz schön kalt. Ist nicht so schlimm, weil ich weiß schon bald wär ich da in
Fabian Buchmann am Damm. Ja, das war Fabian. Vielen Dank, dass du da warst zum Jubiläum von Talk am Nil. Immer gerne. Nächstes Jahr auf jeden Fall. Ich bin dabei, ich bin dabei. Wicked. Wir sehen uns auch. Ja, Kutscher, halt er hier an. Lieber Fritz, lieber Michael, ich gratuliere euch und eurem Team zu einem Jahr Talk am Nil und wünsche euch auch für das nächste Jahr alles Gute. Hallo Michael, herzlichen Glückwunsch und alles Gute zu 70 Jahre Talk am Nil. Macht weiter so. Tolle Sache, wie man mit so wenig Budget über einen so langen Zeitraum so viele Menschen unterhalten kann. Alles Gute. Auch in der Jubiläumsausgabe von Talk am Nil darf er nicht fehlen. Unser Uwe. Hallo, ich bin der Uwe. Heute erkläre ich, wer war Gilgamesch? In den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts legten britische Archäologen die Ruinen von Ninive frei. Wie auf dem Foto zu sehen. Aus den Überresten bargen sie Keilschrifttafeln. Aus den Überresten bargen sie Keilschrifttafeln aus einer Bibliothek. Bibliothek, genau. Ein Beispiel dafür ist dieses Bild. Dem Archäologen Smith gelang es, diese Tafeln zu entziffern. Erstaunlicherweise erzählen die Keilschrifttafeln die biblische Sintflutgeschichte. Smith trat 1872 mit dem Fund an die Öffentlichkeit. Er hatte das Epos von Gilgamesch entdeckt. Gilgamesch war ein sagenumwobener König von Sumer. Gilgamesch war ein sagenumwobener König von Sumer. Gilgamesch war ein sagenumwobener König der Sumerer. Hier haben wir schon. Damit war Gilgamesch das älteste literarische Zeugnis der Menschheit und kommt direkt vor Harry Potter. Das war's für heute. Bis neulich und immer dran denken, wir sind alles Menschen, oder? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades e muitos anos de vida. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Geburtstag von Talk am Nil. Wünsche Maxwell Oliveira. Guck mal, Tom, fahr mal vor. Guck mal, wer da steht. Unser Feuerwerk, unser Pyroman, Pyrotechniker. Hallo, junger Mann. Julian Neumann, Pyrotechniker, Inhaber von Pyroservice Feuerwerk
und Gast in der ersten Ausgabe von Talk am Nil vor einem Jahr. Außerdem ausführender Feuerwerker der Nieler Lichter. Komm her, wir feiern gerade die Jubiläumsausgabe von Talk am Nil. Und da du unser Gast in der ersten Show warst, trifft dich das ja gut. Aha, ja, toll. Wo bist du hin? Hey, ach, ich stand eigentlich gerade nur hier und wollte ein bisschen was zündeln hier. Ja. Sag doch nicht, dass er sich in der Luft gesprengt hat. Ist es ja nicht so, dass du einmal im Jahr die Nieler Lichter, was machst du eigentlich sonst noch so im Jahr? Außer bei Talk am Nil, bei der ersten Show und jetzt in der Jubiläumsshow sein und bei den Nieler Lichtern zu sein? Ja, Feuerwerke halt. Ja. Ja. Gab es aber Besonderes dieses Jahr, wo du gesagt hast, oh, das war schon cool? Ja, also es gab auch mal coole Dreharbeiten halt. Ach, da kann man dich auch verbinden? Ja, kann man mich auch verbinden. Ja, also das ging halt um ein riesengroßes Feuerrad und das sollte ich dann halt organisieren und durchführen halt und ja, das solche Sachen halt zum Beispiel. Cool. Ja. Und teilweise auch andere Feuerwerke, klar. Aber du hast jetzt nichts mit an Raketen oder so? Vielleicht könnte man was zündeln. Naja, also ein bisschen was habe ich ja dabei. Ne? Also ich habe hier was für den Fritz mitgebracht. Das sind die Knatterfritze. Oh, hatte mal die Kamera, Knatterfritze. Das ist doch toll, ne? Das ist gut. Ja, lass uns gucken. Knatterfritze. Das braucht ein Pyrotechniker. Ja. Was können Sie uns denn anbieten? Ja, ich habe Knatterfritze. Ja, das ist schon schön. Danke. Oder Zündelteufel. Nee, die Knallstrippe habe ich noch. Die könnte ich dir auch anbieten. Ach so, ja. Du meinst Name ist Programm, Knallstrippe. Was macht man mit der Knallstrippe? Ja, am besten halte ich mal hier fest und du ziehst einfach mal fest dran. Stimmung, Jubiläum! Wollen wir noch, jetzt hauen wir rauf, wir machen noch eine, komm, ja sicher. Welche? Na klar, mal, ich habe was dabei hier. Wir können auch alle auf einen. Ja, nee, das ganze Auto verrollt. Boah, das riecht doch schon. Schwefel? Ja, das ist so ein spezieller Satz halt. Etwas aggressiver. So. Bastelst du dir auch schon selber Tischfeuerwerk oder ist es da halt so, wo du sagst, nee, ich kauf mir dann die Kackschlange oder was weiß ich und das reicht? Schlangenhut, nee. Ja. Nee, also selber basteln eigentlich nicht. Ja. Was ich ganz gerne mal mache, ist Nitrozellulosewolle, Aschenbecherschreck. Ja. Auf jeder Party. Ach, ja klar. Das ist immer ein Lacher wert, ne? Aschenbecherschreck, den kenne ich auch noch. Und Raucherschnee. Ja, das gibt's auch, ja genau. Ja. Julian, super. Vielen Dank, dass du nochmal reingeschaut hast. Wo soll man dich rauslassen? Können wir einfach vorne rauslassen. Wir lassen genau vorne auf der Ecke. Tom, vorne auf der Ecke lassen wir Julian raus. Ja. Und ja, danke, dass du mitgefahren bist. Und nächstes Jahr, kurz vor Niederlichtern, kommst du auch nochmal und erzählst, was uns beim 3. Jahr von den Niederlichtern erwartet. Denn dann ist es ja dann schon Brauchtum geworden. Ja. Im 3. Jahr. Ja, aber das ist ja noch geheim. Also, naja gut, wir zeichnen ja dann auf und dann kommt das ja dann nachher. Okay. Wird das dann ausgestrahlt. Julian, vielen Dank. Okay, ich danke auch. Halt die Ohren steif und komm, lass mir noch so, ich nehme die mal. Ich kannst ja sicher die Knallstrippen noch entbehren. Dann habe ich noch was für zu Hause. Alles klar, gut. Julian, tschüss. Tschüss. Knallstrippe. So, liebe Freunde von Talk am Nil, herzlichen Glückwunsch zum Einjährigen. Ich freue mich, dass ich bald wieder mit dabei bin und sage Prost, auch wenn ich jetzt gerade keinen Kölsch habe. Alles Gute für die nächsten 1 Jahre, 2, 10 Jahre. Alles Gute und bis dann. Ciao. Von einer Hausband zur anderen. Gerade noch Stefan Ulbricht mit seinem Glückwunsch-Telegramm. Und jetzt... Bernd Hellbrügge und die Flautscheibe, hau los!
Guck mal, wer da steht. Ja, der Lorenz. Ach, der Madus Züllig. den hast du doch bestellt, oder? Ja, klar. Mittlerweile hatten wir das Taxi verlassen und Fritz hatte mich zum Rhein gelotst. Guck, wie er da steht. Ja, ach da, guck mal da. Herrlich. Lorenz. Micha, freut mich, dich zu sehen. Fritz, du alter Räuber. Schön. Das ist aber klasse, dass man dich noch sieht. Ja, finde ich auch schön. Was machst du denn Ein hier? Jahr her, wa? Ja, ich wollte mal wieder einen Rhein sehen. Unseren Rhein. Unseren Rhein. Ja. Ich wohne zwar jetzt nicht mehr da dran, Ja. aber ich muss ab und zu muss ich an der Ring. Ja, Ne? ist auch wahr. Ja. Ja, Ein Jahr, wir haben gerade noch über dich gesprochen. Ein Jahr ist es jetzt her mit Talk am Nil, erste Ausgabe. Ich hoffe, du guckst uns regelmäßig. Aber ständig. Ja? Also ich bin immer scharf da drauf. Ich warte schon, wenn der Monatsanfang kommt. Ja. Ne? Ich habe ja kein Fernsehen. Ne? Oh. Ne, gucke ich nicht. Ja. Da gucke ich dann am Computer. Ne? Und dann freue ich mich immer, dich und all die netten Gäste zu Ja. sehen und die Atmosphäre, die er verbreitet. Also mir macht das richtig Spaß. Und ich habe euch auch schon oft weiterempfohlen. Ne? Ich erzähle immer, der das Talk war am ja- Nil, der Mütter an Lore. Das sind kölsche Junge, die machen klasse Fernsehen. ja, das ist auch schön. Ne? Was hat sich eigentlich entwickelt jetzt aus diesem Buch? Hast du es großartig verkauft oder was ist passiert mit Osterhütt? Ja, ich habe einigen Leuten das schon weitergegeben Ja. und auch verkauft. Und ich hatte aber vor allen Dingen ein schönes Feedback, weil ich aus dieser Bildsteins-Familie, wo mein Großvater herkommt, jemand gefunden habe und noch eine Frau, die hat sich bei mir gemeldet. Stimmt, Ne? richtig. Ja. Und die hatten dann so die ganze Bildsteins-Familie bis ins 17. Jahrhundert. Und da konnte ich genau nachgucken, wie mein Stamm da verläuft. Ja. Fand ich total toll. Aber was machst du sonst noch? Also jetzt außer Ja, recherchieren für das Buch? Ja, letztens war ich auf der Documenta. Oh, da müssen wir auch noch hin, Fritz. Ja, das war total toll. Hat einen irren Spaß gemacht. Super schöne, moderne Kunst. Ne? Besucherrekord auch dieses Jahr. Super. Und dann letzte Woche, ne, man muss immer so ein bisschen, dass man jetzt Kultur hat, ne, dass man wieder arbeiten kann. Ja. Weißt du? Ohne Kultur kannst du ja nicht arbeiten. Das geht doch ja nicht. Wenn du nur am Arbeiten bist, du wirst bekloppt. Ne? Du das innerlich ausdrücken. Ne? Naja, und da war ich in Wachendorf. Ja. Fritz, Wachendorf. weißt du, wo Wachendorf ist? Ja, bei Münstereifel da, ne? Genau. Ja. Warst du schon mal da gewesen? Nein, ich bin noch nicht da gewesen. Aber ich meine, jeder Kölner Rentner, der war doch schon mal in Ja, aber Münstereifel. ich habe ja kein Sicht. Ich war mal im Heino-Café und habe da eine schwarze Barbara getrunken. Ach, Ja, Heino-Café ist so. Ja, ich weiß. der hat doch einen neuen Kaffee. Ja, war das im Kurhaus, habe ich in der Zeitung gelesen, aber ich gehe dann in den Heino-Café. Ne, Aber und was war in Wachendorf? Ja, in Wachendorf, da ist die Bruder-Klaus-Kapelle. Ne? Und zwar, die hat der Zumthor hat das gebaut. Das ist ein Schweizer Architekt, der das Columba ja, genau. gebaut hat. Ne? Und zwar ist das ein tolles Ding. Ne? Das steht mitten auf dem Feld, ne? Und ist so ein Betonmonolith. Ne? Und innen drinnen, ne, ist das aber wie eine Einsiedelei, so dunkel und mit Baumstämmen ausbetoniert. So, also irre. Ne? Ganz tolle Sache. Ne? Das war auch, also fand ich so total moderne Kunst, aber andererseits so archaisch, weißt du, so super. Urtümlich. Ne? Urtümlich. Das wäre auch was für dich, weißt du. Weißt du, so das Moderne, das hast du ja auch. Ne? Und das Urtümliche, ne? Wenn ich mal an deinen Bart streichen darf, ne? Klar. Das ist auch da. Ja, aber es ist wirklich so. Ne? Ja. Und die haben die Hölzer, die da drin waren, die haben die weggekokelt. Ne? Ja. Die haben ein Köhlerfeuer da drinnen gemacht. Ne? In dieser Kapelle. Ja, ich hab das und dann gelesen. sind die Baumstämme was geschrumpft von der Hitze. 3 Wochen. Ne? Und dann haben die mit der Kette 6 kleine Schnitte und haben die dann noch auf das Feuer geladen. Ne? Und jetzt ist das da wirklich ein ganz komischer Raum. Wenn du da reinkommst, du denkst direkt, boah, hier ist jetzt, weißt du. Aber es sind auch an einem Wochenende viele Leute da, sodass man nicht so, weißt du, so da rein meditieren kann. Ja, also hat sich schon zu so einer Tourismuswallfahrtskapelle entwickelt. Ja, doch, da sind viele. Auch das so mit schwarzem Kragen und Wiesen, siehst du auch. Ne? Alles. Ne? Also Künstler. Ja. Alles. Da laufen viele hin, die wollen das sehen. Und das ist es doch wert.
Schöner Typ, Lorenz. Ja. Das ist aber schön, dass wir dich jetzt hier getroffen haben. Ja, finde ich auch total toll. Also, dass ich euch zwei uns wieder gesehen habe. So nette Kerls, ey. Weißt du, das war ja auch eigentlich ein Zick, nach einem ganzen Jahr sich uns zu treffen. Ne? In jedem Fall. Doch. Ja. Das sollten wir in Spey hauen. Ja, nächstes Jahr wieder. Nur, aber was sollen wir jetzt eigentlich hier? Warum sind wir jetzt hier auf der Krippe, Fritz? Ach, weißt du, Lorenz in dem Rucksack, Rucksack? da hast du drin getan. Und das soll ja auch eine Überraschung sein. Wir haben immer davon gesprochen, Flaschenpost. Flaschenpost wollten wir machen, ja. Und dann habe ich jetzt einen zusammengebaut. Und Ja. Ja, dafür sind wir jetzt hier, dass wir dem Ring übergeben. Ne? Ja, was ist da drin? Ja. Autogrammkarte von mir. Nee, doch nicht ein Autogrammkarte. Und dann, liebe Grüße, Fritz und Kostler, das steht doch irgendwas. Nee, das weißt du nicht, was da drin steht. Was ist denn? Da kriegst du nicht drauf. Also, ja, sehe ich doch schon. Talk am Nil Postkarte und Ja. was noch? Das Löwenstift. Ah, ja. Das Löwenstift vom Hein Barfrat, weil ich das nie ausverzählt habe. Hast du gedacht, das sind denn die Fläscheren, wirf mit dem Ringeren und der sagt jetzt, der jetzt fing, der kann das durchlesen. 11 Folgen hast du versucht, Läufestüffi zu lesen und Fritz hat es nie geschafft. Nee. Hat sich immer selber unterbrochen. Ja, ich habe ja immer jetzt anders zu erzählen. Ja. Gerhard, ne? Ich habe gedacht, aber jetzt musst du bei der nächsten Sendung, denke ich aber, dass ich das wirklich auch vollbringe. Oder der Finder. Der Finder. Der liest das Läufestüffchen. Der liest das Läufestüffchen. Nicht Läusestüffchen. Läusestüffchen ist, wenn du den Hut... Nee, so ja. Ist ja. Ein Läufestüffchen. Ein Läufestüffchen. Ja. Bevor wir... Dinge darin Genau, werfen. auf 3. Fläche 1, 2. Ja, Nee, komm. Nee, Da müssen wir schon. Da müssen wir schon hier. Du musst in der Mitte. Ja, komm her, lass mich hier genau. hin. So, Und jetzt. Du werfst jetzt. Streng dich an. Ne? Ja. Nicht, dass die nur... Denk an die Sportkarriere. 1, 2, 3, jawohl, super. Schön. Hallo lieber Micha und hallo liebes Talk am Nil Team. Ich wünsche euch einen wundervollen Geburtstag und ich habe euch ein kleines Ständchen vorbereitet. Das geht so. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebes Talk am Nil Team. Happy birthday to you. Viele liebe Grüße, ich wünsche euch eine tolle Party. Tschüss! So viele Musiker in so vielen Shows und so wenig Zeit. Aber eine Nummer haben wir noch. Also, das ist wirklich toll. Eins verraten wir Ihnen noch, wir buchstabieren jetzt mal die Liebe auf Englisch. Also hier ist wirklich schon Hochkultur und Tiefkultur in einem drin. Ja, mal gucken, ob uns das gelingt hier in diesem ansprechenden Ambiente. Und ich sage nur L-O-V-E, Love. Is for the way you look at me. O is for the only one I see. B is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. It's all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two and love can be. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. It's for the way you look at me. It's for the only one. It's for the only one I see. I see. It's extraordinary. But it's even more than
for you and me. Love was made for you and me, and you and love. Love was made for you and love was made for you and me. To love was you and me. Guido Kreuz und der Kinderchor. Applaus! Nee, das passiert nicht. So jetzt geht an. Ja, das geht an, ne? Ja, das geht an. Das geht Aber da an. hat es mich ja schon bang gemacht, das können jetzt hier rüber. Ja. Nee, das hätten Jode Welle gekriegt. Ja. Ja, klasse. Ja, der schickt das uns wieder um. Lorenz, und dann an der Anaconda vorbei. Ja. Sag Das mal. war schon Brasilien. Ja. Kommen wir nächstes. musst du dir Anaconda. Ja. Das musst du dir mal vorstellen. Ja, dann ist dann die Rheinschlange. Ist immer noch dabei. Aber Folgen ihr Volki? Ja, hat er Angst. Ja. Ich will nicht in die Nähe von dem. Nee. Das geht sich wegwippen. Ja.